Ja, da sehe ich schon unseren geeigneten Mann. Ich kenne ihn nicht. Halt. Netter Herr. Haben Sie kurz Zeit? Ich höre nichts. Ich muss mir jetzt reden. So. Ich habe eine Frage. Hätten Sie Lust und Laune hier auf der Rilberstraße, auf der Oberrilberstraße ein paar lustige Szenen zu machen? Wir sind hier vom Fernsehsender Wien Total. Na ja. Hier ist der Moderator. Ja, Sie wirken sehr elegant und seriös. Sie sind wahrscheinlich Geschäftsmann. Was wird da bezahlt, wenn ich da mitarbeite? Es wird erst bezahlt, wenn das gut ankommt bei unseren zahlreichen Zuschauern, aber brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ja. Sie bekommen eine 5-stellige Euro-Gage. Aber erst einmal die Arbeit. Also folgendes, Sie gehen hier, kommen Sie ein bisschen mit, wenn Sie... Oh, keine Scheu. Kommen Sie ein bisschen mit mir mit, da sind zu wenig Leute. Kommen Sie nur weiter hier. Hier ist die Marienstraße. Da kommen einige Leute. Wenn Sie so nett wären, schreiten wir weiter nach vorne, da ist ein größerer Platz. Würden Sie für den Fernsehsender Wien Total einen Handstand machen? Beziehungsweise... Was da, okay, oder von den Leuten da? Nein, hier da. Ja, da machen wir die Hände schmutzig und ich mache mir von Montag bis Freitag die Hände schmutzig. Montag bis Samstag. So sehen Sie aus, dass Sie andauernd schmutzige Hände haben. Nein, Spaß beiseite. Probieren Sie es, Sie wirken sehr sportlich, ja, dass Sie mich noch ganz... Gehen Sie mal da vor, da gehen Sie her, da gehen Sie her bitte. Da gibt es auch ein... Oh, das sehe ich gerade. Oh, das ist auch interessant. Ist das wie ein Zwillingsbruder oder? Der schaut Ihnen ein bisschen ähnlich, gell? Ja, das könnte mein Zwillingsbruder sein, aber nur ab Mitternacht. Die Zähne sind ein bisschen lang. Naja, die Zähne, naja. Er sind ein bisschen lang. Bier wie ich. Was schreibt er da? Er ist sehr... Biermann, Robert von Sinnerberg. Tolle Ablenkung, wir bleiben draußen dabei. Wie heißen Sie denn im Vornamen? Ich bin der Herr Dr. Fidelius Seferus. Fidelius Seferus. Genau, ja, richtig. Das klingt alltäglich. Ja, gut. Mutter ist Okay, stellen Sie bitte die Tasche ab. Ja? Das ist aber Geld darin. Das macht nichts. Das nehmen Sie dann raus. Ja, das nehme ich dann mit. Das sind so viele Bücher. Also wie Bücher, also Sie meinen Unterwäldler, nein, die kommen erst spät abends aus der Grotte, aus der U-Bahn-Grotte. So, bitte jetzt um einen Handstandversuch. Und ich möchte... Schauen Sie, ich will ehrlich sein. Ich bin von Montag bis Freitag ein Schwein und eine Sau. Bitte keine Ausreden, Sie haben sich bereit erklärt. Ja, es gibt leider nur einen mündlichen Vertrag, ich kann das nicht einklagen. Ich habe die rechte Hand gebrochen gehabt. Ja. Ein Kunde von mir war mit meiner Dienstleistung nicht ganz zufrieden. Na, was verkaufen Sie? Sie wirken wie ein Versicherungsagent. Oder wie ein Jurist, wie auch immer. Und jetzt Geldhai. Ich bin ausgeheilt, ich war in der physikalischen Nacht. In der physikalischen. Die Hand ist noch etwas limitiert. Also was Sie haben missbraucht, das Physikalische Institut für die kleinen kann ich die Wand benutzen als kleine Hilfe sozusagen. Was möchten Sie mit der Wand hier ist vielleicht schaffen, aber ohne... Mit der Wand? Ja. Na, okay, rennen Sie gegen die Wand. Aber bitte zerstören dieses Plakat nicht. Das Plakat ist viel wert. Sehr gut, da sehen Sie, der Passant hat es beinahe geschafft, den Handstand mit einem Schwung, ja. Was ist rausgefallen? Ah, die Krawatte hat sich ein bisschen verdreht. Na gut, soll nicht weiter passieren. Ich bedanke mich herzlichst für diese wunderbare mit der Bezahlung, zirzensische Einlage. Die Bezahlung, die bekommen Sie wie ausgemacht nächste Woche bei mir auf Ihr Konto überwiesen. Und seien Sie froh, dass Sie im Fernsehsender Wien Total mitwirken durften. Also ich bedanke mich und ich wünsche Ihnen weiteren. Geldwäsche ist sicher Ihr Hauptberuf. Nicht du, bitte bleiben wir bei Sie. Und bitte in Hochdeutsch. Ich habe während der ganzen Dreharbeiten keine 10 Wörter sprechen können. Brauchen Sie ja nicht. Sie haben ja auch als Turner fungiert. Ne? Und Sie sprechen mit der Körpersprache, viel mehr. Ich bin ich das gewohnt, dass im Donauangebiet. Also die ganze Woche von Montag bis Freitag bin ich derjenige, der was eigentlich den Ton. Darf ich Sie etwas fragen, was ganz Indiskretes? Haben Sie schon mal Probleme gehabt mit dem Gericht? Haben Sie Gerichtsverfahren, Lohnpfändungen und dergleichen? Weil das ist für uns schon sehr wichtig, weil es ein seriöses Fernsehunternehmen. Also Sie beschämen mich. Also die Lohnpfändungen, die haben die anderen. Ich persönlich habe mit denen eigentlich... Kennen Sie sich ein bisschen auf dem Gebiet aus?
Naja, ich habe am Rande damit schon zum tun, nicht? Aber Sind Sie Winkeladvokat? Kann man das so? Nein, also das ist jetzt, Sie so einfach heraus die Winkelschreiberei, bitte. Ich bin kein Winkeladvokat und bin kein Winkelschreiber und ich verletze auch nicht den Paragraphen der Winkelschreiberei. Nein, das haben Sie auch nicht getan, aber trotzdem muss ich sagen, der Handstand war 1A. Ja? Gut. Und ich hoffe, dass Sie nächstes Mal bei der Sommerolympiade, ich weiß jetzt Also- gar nicht, wann die stattfindet, im Team dabei sind. Danke für das Interview. Ich muss jetzt gleich arbeiten Fiselius oder Syphilis oder wie heißen Sie? Ich hab, also, was? Ich heiße Herr Sephelius, bitte. Herr Fiselius. Syphilis, ja. Das ist ja Syphilis. Krankheit. Nein, für manche nicht. Davon sind ganze Mach Armeen ich. zugrunde gegangen. Hoffentlich die richtigen. Ich gehe jetzt was arbeiten. Ja? Okay, Ich bin sehr gefreut. ich wünsche Ihnen viel Spaß. Gell? Durchforsten Sie Ihre Akten, Sie haben eine riesige dicke Tasche dran. Ja. Waren Sie schon heute auch im Einkaufen, Lebensmitteln, Supermarkt? Nicht, nein, brauchen Sie nicht. Zum Essen, ich arbeite die ganze Tag Zeit. und Nacht, rund um die Uhr arbeiten Sie. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wie ich essen war, das ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wo das war. Ja. Aber der Beruf Geldhai passt zu Ihnen sehr gut. Nein, Glauben Sie nicht? Nein, bitte, Sie verwechseln. Das Oder machen- Finanzhai. Nein, das machen Schöner gesprochen. andere, bitte. Da habe ich meine Leute, Ja. ich persönlich... Waren Sie schon einmal kriminell? Naja, man muss Haben Sie mal einmal, einen Apfel gestohlen? man muss einmal definieren, was kriminell überhaupt Was bedeutet das, ja? Ne? Aber kriminell ist ja nicht einer, der was einen Apfel stiehlt, sondern ist einer, der was einen Apfel stiehlt von einem, der Nutznießer ist, ja, derjenige, die die Gesetze eigentlich festschreiben. Ne? Also das, Interessant zu hören, ja. ja, sicher. Also, Und zum Beispiel die ganzen Bankenskandale, was ist Schauen da Sie, was sind, der was sagen Sie da dazu? Bundeskanzler- Sind Sie involviert in diese ganzen Bankengeschichten? Nein. Der Bundeskanzler einen Apfel stiehlt, ist das nicht kriminell. Ne? Aber Der hat es ja nicht notwendig, dass er den stühlt. Nein, es- Der kriegt ja mit Schenken. ja, aber jetzt nur, das ist nicht, aber jemand, der es sich nicht leisten kann und 3 Tage nichts gegessen hat, das ist dann kriminell. Ne? Naja gut, okay. Bedanke mich für diese wunderbare finanzpolitische Aussage. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich bin ja Herr eigentlich nur da Fiselius. stehen geblieben, Weil die Sonne so schön scheint. Ja, wir machen jetzt einen Schwenk einmal auf den wunderschönen Marilder Himmel da. Ich hoffe nicht zu grell. immer keine Farbe. Ja. Ja, bitte, wir schweigen Sie ein bisschen, weil jetzt bin ich am Reden. Ja. Also Ja, bitte gehen gehen Sie wir weiter. Ja. ins Na, gehen Sie Büro, weiter, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Ja. Wir von Ihnen nichts hören und sehen.